Hallo Reisefreunde, Ostern steht vor der Tür und da ist es auch höchste Zeit für das nächste Do-it-yourself mit mir. Ostertraditionen kann man natürlich nicht nur zu Hause feiern, man kann sie auch unterwegs im Camper zelebrieren. Und so werde ich heute Eier färben auf die traditionelle Weise, wie ich das schon seit klein auf mache und von meiner Familie gelernt habe. Euch lasse ich daran teilhaben und ich glaube, wir plaudern dabei einfach so ein bisschen über Ostern, Osterbräuche, Traditionen und alles Mögliche, was man halt eben auch in einem Camper machen kann. Was ihr so braucht dafür. Wir wickeln ganz traditionell die Eier mit Faden. Und zwar ist das eigentlich eine Karfreitagstradition. Wir gehen am Morgen früh raus in die Natur, schauen, was da schon wächst. Besorgen uns so ein paar Blumen. Das muss auch gar nichts wahnsinnig Ausgefallenes sein. Zum Beispiel sieht so ein Löwenzahnblatt wunderschön auf einem Ei aus. Das wickeln wir mit Faden auf die Eier, die ich jetzt hier schon im Wasser eingelegt habe. Färben die mit verschiedenen Naturfarben. Ich habe heute Zwiebelhäute mit dabei, die geben so einen wunderschönen Natur-dunkelbraunen Ton. Ich liebe ja diese Farbe. Und ja, dann kochen wir sie hart und zum Schluss wird dann natürlich ein ordentlicher Eiertütsch gemacht. Sprich, Spitz gegen Spitz, wer gewinnt. Aber jetzt alles mal ganz langsam von Beginn. Was ihr dazu braucht, in erster Linie natürlich Eier. Ich habe mir weiße Eier besorgt. Wenn ihr hellbraune habt, dann funktioniert das auch noch. Je dunkler die Schale ist, desto schwieriger natürlich danach da noch Farben ausmachen zu können. Falls ihr die Eier nicht von einem Bauern ohne Stempel kriegt, dann macht das gar nichts aus. Das kriegen wir mit ein bisschen Essig ganz locker weg von der Schale. Dann braucht es natürlich ein paar Blumen, die man drauf binden kann. Das muss jetzt auch gar nicht sehr exotisch sein. Eben, wie gesagt, so ein bisschen Löwenzahn, Kleeblätter, selbst Gras kann ganz toll aussehen, auf so einem Ei drauf gewickelt. Dann zum Wickeln braucht's Faden. Falls ihr mit dem Faden ein bisschen ungeschickt seid, dann tun es auch Nylonstrümpfe, weil die lassen die Farbe natürlich auch hindurch. Dann ist immer gut so ein bisschen Haushaltspapier, weil die Eier ja im Wasser eingelegt sind, dass hier nicht alles total unter Wasser steht danach. Ich behalte mir auch immer gern den Eierkarton, weil Eier sind nun mal am besten aufgehoben in einem Eierkarton. Da gehen sie am wenigsten kaputt, können nicht davonrollen und das ist ja eigentlich genau das, was wir danach wollen. Essig habe ich hier noch, wie gesagt, zum Abwischen von diesem Stempel und dann brauchen wir danach natürlich noch einen großen Topf, wo wir die Eier im heißen Wasser kochen können. Und ich habe es euch vorhin schon gesagt, ich habe heute Zwiebelschalen dabei für diesen schönen Naturbraunton. Aber da könnt ihr natürlich auch zum Beispiel Sandelholz oder auch die ganz normalen herkömmlichen Eierfärbfarben kaufen. Jetzt lassen wir einfach direkt los und ja, ich erzähle euch mal so ein bisschen über meinen Osterbrauch, den ich jeweils hatte. Und ihr schreibt mir einfach in die Kommentare, wie ihr Ostern findet, weil das ist für mich ja auch immer ganz spannend zu erfahren, wie andere Leute solche Traditionen feiern. Das Haushaltspapier habe ich jetzt nur in ein bisschen Essig getunkt und jetzt kann ich hier über diesen Stempel fahren und ihr seht, wie Zauberei, das Ganze verschwindet sofort. Das sind rohe Eier, nicht gekocht, also ein bisschen sorgfältig sollte man schon damit sein. Die sind jetzt halt schon so ein bisschen im Wasser. Das kann man auch machen, bevor man sie ins Wasser einlegt. Dann geht der Stempel noch ein bisschen leichter ab. Ins Wasser lege ich sie übrigens nur ein, damit die Blumen danach besser darauf haften, weil auf einem trockenen Ei ist es ganz schwierig, dass die Blumen da so ein bisschen halten, bis man sie halt mit dem Faden befestigen kann. Und deshalb sind die schon mal in der Schale mit Wasser eingelegt. Bei uns gibt es dann jeweils auch so einen leckeren Schokoladenkuchen, auf den muss ich dieses Jahr wohl verzichten. Ich kann mich aber noch erinnern, einmal an Ostern, meine Mama hat den Kuchen gebacken und sie hat auch immer noch für Freunde und Bekannte so ein bisschen mitgebacken. Und dann sind wir ins nächste Ort gefahren mit dem Kuchen. Sie musste uns irgendwie hinten anschnallen oder was weiß ich warum. Auf jeden Fall suchte sie schnell eine Ablage für den Kuchen, hat den auf der schönen Glasform aufs
Autodach gestellt, hat uns hinten festgemacht oder was eingeladen. Wie gesagt, ich weiß es nicht mehr genau. An was ich mich aber noch erinnern kann, ist der Knall. Weil ihr könnt es euch vorstellen, der Kuchen, der blieb auf dem Dach und war dort natürlich nicht angeschnallt. Und als wir losgefahren sind, ja, -1 Kuchen. Da lag der samt zersplitterter Glasform auf der Straße. Das war natürlich schade. Die Eier müssen übrigens nicht ganz frisch sein. Am besten schmecken die, wenn die schon so ein bisschen auf der Welt sind, sage ich mal, wenn die schon so ein paar Tage alt sind. Und auch nachdem man sie gekocht hat, kann man die ja noch gut behalten. Jetzt legen wir hier einfach mal so ein Blatt drauf. Ihr seht schon, oder, was das für schöne Formen danach geben kann. Jetzt, das ist auch ein Trick von alten Hasen. Man lässt den Faden nicht einfach auf dem Tisch, weil der sonst überall rumrennt. Man pappt den einfach in den Eierkarton und dann rennt er uns nicht davon. Jetzt hier irgendwie was versteten oder zuknüpfen oder so, das ist überhaupt gar nicht nötig, weil wenn man da jetzt einfach schön ein bisschen wickelt, dann passt das. Soll ja auch nicht für ewig halten, weil der Faden kommt ja nach dem Kochen wieder ab. Wir wollen ja nur das Muster dann haben. Wichtig ist, dass man auch wirklich schön bis in die Ecken rausgeht, damit das Blatt wirklich möglichst fest an das Ei herangedrückt wird, damit zum Schluss beim Kochen dann natürlich das bunte Wasser nicht unter das Blatt fließt, sondern die Stelle frei bleibt und somit ein anderer Farbton auf der Schale entsteht. Meine Fäden, die verrutschen gerne mal so ein bisschen, aber schlussendlich ist ja wichtig, dass das Blatt hält und nicht, dass der Faden an sich schon ein Kunstwerk ist. So, oder hier oben haben wir es jetzt schon ganz schön festgemacht. Hier unten steht es noch ein bisschen ab. Jetzt kann ich mich entscheiden, möchte ich das bis hier drüben haben oder will ich jetzt hier gar nichts mehr haben, dann kann ich den einfach abstehen lassen. Und dann habe ich ja hier noch die Rückseite frei, dass hier schon so ein bisschen Faden ist, das macht gar nichts, weil der Faden ist ja so dünn, da kann nicht viel passieren. Ich glaube, wenn wir schon bei schönen Blättern sind, mache ich jetzt hier noch ein Blatt drauf und ihr merkt, das hält jetzt auch nicht so gut. Also mache ich es auch noch ein bisschen nass. Und jetzt kann ich auch hier das festmachen. Ja, jetzt seid ihr mal an der Reihe, währenddem ich mich jetzt hier so ein bisschen konzentrieren muss. Verratet mir doch mal, ob ihr auch Eier färbt zu Hause und wenn ja, mit welcher Technik. Ob ihr die seid, die die Eier ausblasen und danach bemalt, ob ihr die sowieso bemalt, ob ihr auch sowas mit Färben macht, mit Wickeln, mit in Strumpf legen. Würde mich mal interessieren, wie das bei anderen so läuft. Und ob es jemand vielleicht auch einen Camper macht, oder? Auf jeden Fall. Das ist natürlich ganz spannend, weil um Ostern rum sind ja auch viele Leute unterwegs. Und das ist natürlich auch spannend zu wissen, ob ihr auch Ostertraditionen mitführt im Camper. So, ich glaube, für dieses Ei haben wir es dann schon bald geschafft. Lieber noch ein bisschen zu viel, also ein bisschen zu wenig. Aber natürlich aufpassen, liebe Leute, Gefühl bei der Sache. Sonst zerdrückt ihr das Ei und ihr habt Matsche auf dem Tisch liegen. Was meinst du? Sollen wir hier noch... Nee, das passt doch fürs Gänseblümchen? Erste. Wird schon noch hinpassen. Beim Gänseblümchen ist manchmal ganz schön. Das Gelbe, diese Pollen, die färben manchmal aufs Ei ab. Dann hat man zum Schluss also nicht nur die Form des Gänseblümchens drauf, sondern auch diese einzelnen Pollengefäße, die dann so ein bisschen gelblich schimmern. Das finde ich dann auch ganz schön. Kann also auch so eine ganz einfache Blume wie ein Gänseblümchen kann echt total schön wirken auf so einem gewickelten Ei. Das ist jetzt ein ganz heikler Moment, weil die Ehre, oder? Man nimmt ja nicht die Schere zur Hand, sondern rupft den Faden irgendwie durch. Wenn man aber zu viel Druck aufs Ei gibt, haben wir wieder Matschepampe. Und das, nachdem wir uns schon so viel Mühe gegeben haben mit Wickeln. Geschafft. Und dann sind diese Stiele, die abstehen, immer ganz praktisch. Dann kann man nämlich hier so ein bisschen den Faden drum herum wickeln, auch hier wieder mit Gefühl, weil sonst hat man ja dann sofort den Stiel in der Hand. Und das reicht ja auch schon, weil eben man möchte ja eine Möglichkeit haben, das Ganze danach, wenn es gekocht ist, auch wieder vom Ei zu kriegen. Und so sieht mein erstes Ei jetzt also aus, in noch rohem Zustand. Und ich bin schon mal gespannt, wie es dann danach aussieht. Fingerspitzengefühl, damit hier nicht alles zerbricht. Ich weiß gar nicht mehr, ob mir wahrscheinlich als Kind schon auch mal ein Ei zerbrochen ist. Weißt du es noch? Sind dir mal Eier zerbrochen? Hier sind schon etliche zerbrochen, vor allem bei dieser Technik hier. Da braucht man nur einmal ein bisschen fest zu ziehen und dann, ja. Ja, dann lässt entweder der Faden oder das Ei. Und meistens ist es ja das Ei. So, jetzt habe ich hier, ihr seht es, ich mache hier so ein
Dreierpack. Kann es gerade fast nicht loslassen. Ich habe jetzt auch erstmal nur ganz locker gewickelt, einfach damit es mal kurz hält. Und jetzt kann ich hier ein bisschen Druck drauf geben. Und ich glaube, auf die Rückseite machen wir jetzt hier so was Schönes drauf. Habe ich ja hier aus meinem kleinen Garten. Und ich bringe es nie übers Herz, um schöne Blüten abzumachen. Ihr seht, die ist eigentlich schon so halb verwelkt. Ja. Das ist ganz verwelkt. Mich reut es ja immer, wenn ich so schöne Blumen irgendwo abmachen muss, um sie danach ins kochende Wasser zu werfen, einfach damit ich ihre Form kriege. Deshalb da habe ich jetzt auch hier nur die Blüten abgemacht, die halt schon so ein bisschen welk waren. Aber ihr habt es, ja, vielleicht habt ihr es noch nicht gesehen, aber die war jetzt ein bisschen zu welk. Mir gerade in den Händen zerfallen. Muss ich vielleicht nachher, vielleicht kriege ich sie übers Herz und reiß nochmal eine ab. So, dann gebe ich mal ein bisschen Gas. Los geht's. So, ich bin beim letzten Ei angelangt. Bis jetzt ist keines in die Brüche gegangen. Hier jetzt noch diese ganzen einzelnen Teile dieser Distel am Festmachen. Ist ja eigentlich nichts anderes als ladungssichern sozusagen. Und es können da noch Wetten abgeschlossen werden, welches das schönste Ei wird. Oh, schaut mal. Faden ist alle. Dann würde ich jetzt sagen, bin ich fertig. Super Timing. Bisschen ungewollt, aber hat gerade gepasst. Auch dieses Schmuckstück hier ist gewickelt. Das Zeug hält, was halten soll. Und jetzt seht ihr auch, warum die Schachtel so wichtig war, weil die Eier, die gewickelten, jetzt hier drin sind. Ja, ich denke, dann werde ich mal Wasser aufkochen. Wie magst du deine Eier? Noch ein bisschen flüssig in der Mitte, Essen wir die heute schon, oder wie? Wir müssen ja dazu sagen, es ist noch ein bisschen vor Ostern, oder? Ja, ihr seht das Video ja selbst auch vor Ostern. Und mein Tick ist halt so ein bisschen, ich mag sehr gerne gekochte Eier. Aber am allerliebsten mag ich gekochte Eier, wenn sie noch warm sind. Wie soll das gehen, wenn wir die erst an Ostern essen dürfen? Also gut, 2 essen wir heute. 2 essen wir heute und 4 müssen dann wahrscheinlich noch fürs Shooting. Oder wir machen das Shooting einfach jetzt schon. Vielleicht schlachten wir dann auch noch einen Hasen. Normalerweise sammle ich ja ab irgendwo Weihnachten immer die Zwiebelschalen selber. Dieses Jahr habe ich das nicht gemacht und da hat mir meine Mama einfach so eine Tüte gekauft. Gibt es ja mittlerweile auch im Großhandel zu kaufen, Zwiebelschalen. Und davon macht man jetzt ordentlich was ins Wasser hinein und lässt das Wasser jetzt erstmal aufkochen. Ich glaube, Eier kochen an sich, das wisst ihr ja, wie das funktioniert. Ich hoffe es mal. So, wer also noch ein bisschen Zwiebelschalen braucht, kann bei uns klopfen kommen. Wir haben noch eine halbe Tüte voll. Die wissen ja gar nicht, wo wir sind. Nee, aber wer uns findet, der kriegt's. Löffel und Eierohr. Und schon sind wir bereit. Das Wasser kocht. Und ihr seht, das hat ordentlich Farbe gekriegt. Es ist Zeit, die Eier hineinzugeben. Hoffentlich platzt keins. Und das letzte. Die sind erstmal weg. Und der Timer mit 10 Minuten beginnt zu laufen. Zeit, die Eier herauszuholen. Ich schrecke sie ja nicht ab, weil dadurch können kleine Risse in der Schale entstehen und gerade wenn man sie nicht sofort isst, können durch diese kleinen Risse dann natürlich Schadstoffe, Bakterien, was auch immer, ins Ei hineingelangen und das wollen wir ja nicht. Da hole ich mir die jetzt mal schnell raus. Seht ihr die tolle Farbe? Die sind richtig schön dunkel geworden. Ich liebe das ja, wenn sie so dunkel sind. Ich gebe zu, ich habe auch eine extra Portion Zwiebel heute mit rein gemacht. Einfach weil ich es mag, wenn sie richtig schön dunkel sind. 5, fehlt noch 1. So. Aber der wahre Schatz, der kommt ja erst jetzt so langsam dann zum Vorschein. Ich kann ja nicht warten. Mir sind Eier nie heiß genug und jetzt auch beim Loswickeln. Ich kann nicht warten. Ich will jetzt sehen, wie es darunter aussieht.
Die werden gleich mit Pflanzenöl noch ein bisschen eingeölt und dann glänzen die herrlich. Aber das sieht doch schon mal wunderschön aus. Hinten drauf, ich glaube, das war meine Gartenblume hier. Die ist nicht ganz so schön geworden. Da hat mehr einfach so ein heller Fleck. Aber die Seite hier, und jetzt könnt ihr es sehen, oder? Diese kleinen, feinen Sachen, die wirken so schön auf diesen Eiern. Next! Einmal Löwenzahn, sieht auch schön aus. Dann haben wir hier, glaube ich, Gänseblümchen und eins von diesen Blättern. Next! Ja, das habe ich mir gedacht, dass der gut kommt. Hier sieht man wirklich die ganzen kleinen Blättchen. Das ist so einer hier. Das ist fast ein bisschen zu fein. Und das kann ich auch nicht mehr erkennen. Ah, das war diese violette Blume. Klar, da war halt einfach ganz viel an der Blume dran. Next! Weil die kleinen Blätter hier, die werden schon auch ganz schön. Und das letzte Ei, das ist auch das letzte, was ich gewickelt habe. Das ist das mit der kleinen Distel. Hier kann man die Blüten erkennen von der Distel. Und hier ist nochmal so ein Blatt drauf. Jetzt machen wir da ein bisschen Öl drauf. Ja, jetzt denke ich, werden wir die Entscheidung treffen müssen, welche zwei wir gleich schon mal köpfen. Ich nehme dein Hassei. Ein Hassei? Ja. Das hier? Das hier. Gut, und ich nehme das. Du zuerst oder ich? Du zuerst. Ich zuerst. Ha! Verloren. Und jetzt ich noch. Doppelt verloren. Doppelt verloren. Falls ihr jetzt also auch Lust auf gefärbte Eier bekommen habt, dann geht doch mal im Garten raus, schauen, was da so wächst. Ihr seht es, je feiner, desto cooler wirkt das danach auf dem Ei. Würde mich freuen, wenn ihr unten in die Kommentare noch hinschreibt, wie ihr Ostern feiert, wie ihr Eier färbt oder welche Ostertraditionen bei euch jeweils Brauch sind. An dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Eierfärben gefallen hat. Wir werden jetzt die ersten Eier essen und dann mal schauen, was wir zu Ostern machen. Wir wissen noch nicht genau, wo wir sind, ob es vielleicht noch Besuch gibt, wer weiß. Wir freuen uns, wenn ihr auch die Tage wieder mit dabei seid und bis dann. Tschüss!